Läuft. Komm, Brudi. Wir gehen weg! Grüezi, meine Damen und Herren. Es ist gleich 8 Uhr am Abend, am Freitag, am Gränichen Open Air. Ich bin da mit dem Herr Tim von Polar Shift, der heftige Drummer. What's up? Von die Band, Bruder. Was läuft? Ist am Recorden, es sieht gut aus. Wir sind am Recorden. Es Also, läuft halt. Ja. First things first, zum Wohl. Cheers, Bruder. Also, als erstes wollte ich mal wissen, was denkst du vom Gränichen so weit? Ja, ganz ehrlich, Gränichen Lieblingsopener. Beste. Beste, Oder? es ist familiär, du siehst so viele Leute, die du Absolut. kennst, aber irgendwie durch Terminkollisionen nie wirklich siehst. Und Absolut. da kommst du einfach immer zusammen. Definitiv. Es ist einfach geil, es ist wirklich familiäres Gefühl. Definitiv. Also ich finde es hure geil, dass es so eine Mischung ist aus Local Bands und internationale Headliners. Ich finde es hure geil. Und eben, also ich habe gerade Bleed From Within gesehen, oder? Fucking, für mich die beste Liveband ever. Fucking Abriss, absolut, ja. Aber es ist natürlich eine subjektive Sache, aber ich bin fucking Fanboy und dementsprechend, ich finde es hure geil. Ja, und sonst, vom Festival her, was denkst du sonst allgemein vom Festival? So, was sind so deine Gedanken? Polar Shift. Ah ja, gut. nein, sorry. Pilar Shift. Hey, ja, also, Pilar Shift, also Bruder. eben, Gränichen, absolutes Lieblingsfestival, Mann. Ja, Mann. Du hast so viele Local Bands, die du fühlst und endlich mal die Chance haben, um auf grosser Bühne zu stehen und einfach, ja. Definitiv. Jetzt musst du mal Pilar Shift erklären. Jetzt musst du Pilar Shift erklären. Warum sind wir Polar Shift mit Pilar Shift am Stressen? Warum Pilar Shift? Also, long story short, ohne dass ich jetzt da irgendjemand vor den Bus rühre oder so, es Ja. hat eine Person, die unseren TikTok-Account eingerichtet hat, Ja, hat ein Bier zu viel gehabt. alright, das kann passieren. Und das ist halt so ein bisschen auf dem Keyboard, wenn man schaut, man kennt es, Ja, ja. neben dem O. Natürlich. Und da hat er auch einfach ein Bier zu viel gehabt. Und bei Aha. mir hat es dann halt Pillar Shift statt Polar Ja. Shift ergeben. Und warum hätte er nicht gerade direkt ändern? Ja, weil TikTok die scheiß Policy hat, dass man 7 Tage muss warten, bis man seinen Namen ändern kann. Da haben wir ist- einfach mal TikToks aufgeladen mit dem Namen Pillar Shift. Das Dann ist ist lustig. Das ist Metal lustig, Servo ja. irgendwann gekommen, so Jungs, neue Bandnamen. Alter, Jungs, what the fuck, oder? Ja. Ja, hab's that's mega sad. gefeiert. Aber es ist funny as fuck, to be fair. Es Für ist mich funny. sind ihr für immer Pillar Shift jetzt. Und so ist das Leben. Aber hey, as fuck. wenn wir schon mal so einen coolen Drummer haben vom Pillar Shift, dann wollte ich mich fragen, Brudi, etwas, was sehr speziell ist, wie wir uns zwei kennen. Weil ich es zum Teil vergessen. Also ich wollte mal zu die Erfahrung von deiner Seite erklärst. Wie haben wir uns kennengelernt? Wann? Ja, also ich weiss noch, es war etwa plus minus 2 Monate vor eurem ersten Gig gewesen, im Werk Also- 21. Ist vor 8 Jahren oder so? Was ist das? 2016, glaube 16 ist das erste Konzert gewesen. So ich. in dem glaube, Fall. es war 2016 gewesen. Also ich bin, für alle, die dazu ich bin im Jahr 2000 geboren. Riesen Schock, ich Ist ein weiss. junger Bruder. Absolut. Dafür, dass er so ein guter Drummer ist ein junger Bruder. Ja, und dann eben, es war 2016 gewesen, ich Ja. bin 15 gewesen, ich bin gerade so im Wandel gewesen zwischen ich bin Skater und ich würde gerne Musik machen. Ja, ja. Und dann ja. habe ich irgendwann gefunden, fuck it, ich will Musik machen. Und dann Ja. bin ich auf der Suche nach Bands gewesen. Ja, alright. Und dann zuerst war glaube ich Honorous gewesen. Die sind dann aber irgendwo in Luzern raus. Und Ja, dann eben, Luzern, ja. ich komme aus dem hintersten Ecke von Kanton Zürich. Also ich hätte irgendwie Ja. 1,5 Stunden gehabt für ihre Bandprobe. Habe ich einfach müssen sagen, nein, fuck that. Ja. Ja, dann bin ich wieder auf Suche gewesen und irgendwann hast du mir geschrieben. Ja. So, ja Bro, treffen wir uns doch mal. Da sind wir im Ebri, sind wir ein Bier saufen. Ebri. Good old Ebri, Bruder. Ja, das gute alte Ebri. Der Mike, weiss ich noch, der Mike hat mir ein paar Eben. Demos gezeigt. Ich glaube, die Kontaktperson war der Tim gewesen. Ich habe den Tim Absolut, hätte ich ja. gekannt, oder? Ah, Vom vom Skatepark, Skaten. ja. Vom Skaten hätte ich den Tim gekannt, weil
wenn jemand noch das weiss, bei Whiteout, der Tim, unser Gitarrist, ist ein recht guter Skater, also ganz ehrlich. Er ist wirklich nicht schlecht. Und dadurch haben wir gewusst, dass du mal kommst, dich für Whiteout bewerben. Eben, vor, keine Ahnung, 8 Jahren. Also 2016 ist es. 2016, Ende, also so Ja, aus meiner Erinnerung muss es Oktober 2016 Ich glaube gewesen schon, sein. ja, das macht schon Sinn. Alright. Und, wie war es dann? Ja, eben, also ich weiss, ich habe so ein Online-Inserat online gehabt, Ja. auf Find My Band und Ist das gewesen? music.ch und einfach all die Websites, Ja, wo man ja. halt den Scheiß macht. Dann irgendwann habe ich ein E-Mail oder ein SMS vom Tim bekommen, eben, dass ihr jetzt am Musik machen sind. Ich habe gemeint, Tim, ich hätte dich von vorher kennt. Kennt schon, aber eben, es Nicht ist so gut. Es ist nicht miteinander verbunden gewesen. So, wir sind miteinander am Skaten gewesen, wir haben Alright. uns gekannt, aber Vom Gesehen her irgendwie. absolut. Alright. Und ich habe auch gewusst, dass er Musik macht und alles, Ja, aber es ja. ist für mich wie nie Thema gewesen, dass er einen Drummer sucht für seine Band alright. oder irgendetwas. Ja. Und dann irgendwann, eines Tages habe ich halt eben die Nachricht bekommen von euch, ihr seid noch einen Drummer suchen, ihr habt in 2 Wir Monaten haben- das erste Konzert. Eben, also wir haben das erste Konzert zugesagt, 2 Monate, und wir hatten keinen Drummer gehabt. Also wir haben zugesagt, 2 Monate später wäre das erste Konzert. Übrigens mit Save Last Breath, Atropas, Please Someone Drive von Italien, recht gute Band, und Amongst Pariahs. Also schon ein geiles Line-Up. Wir werden einfach erschienen ohne einen fucking Drummer. Und by the way, checken die Bands alle aus. Auch wenn es mittlerweile die Hälfte davon nicht Alle mehr gut, gibt. ja. Sie haben fucking geilen Sound Ja, gemacht, Mann. muss man Absolut. sagen. Übrigens, Save Last Breath spielt morgen am Gleichen. Also, wir sind schon da und sie spielt morgen. Wir sind mega gespannt, um einfach zu sehen, wie fucking Locals einfach slayen. Alter. Einfach slayen, Motherfucker. Ich bin so gespannt. Also ich habe mir schon ein paar Mal gedacht, so die Band, die nach Save Your Last Breath muss spielen. Es tut mir leid. Ja, also Tut mir leid für die sie Band. müssen einen brutalen Aber in die Sonne legen, dass sie das toppen können. Weil Und weißt einfach was? Save Your Last Breath haben mittlerweile so eine Erfahrung und Routine auf der Bühne. Absolut. Das ist brutal. Sie sind wirklich einfach krasse Sie Live-Bands. zeigen einfach, dass Schweizer Metal einfach es drauf hat, Mann. Du musst nicht unbedingt an einem internationalen Konzert gehen von einem internationalen Headliner, um guten Sound zu hören. Sondern nein, du hast Schweizer Bands, die fucking heftig gut sind, Mann. Und es lohnt sich, das Ticket zu kaufen. Absolut. Ja. Und vor allem auch mittlerweile, also jetzt Stand von heute, du hast so viele krasse So Metal-Bands. viel. Ich bin so Oh. pumped, Alter. Und vor allem, es geht über jedes Genre. Du hast Trash-Metal, du hast Metalcore, Absolut. du hast Chant, Alles. du hast fucking alles. So Equality, Mann. Und So es ist halt, Equality. eben, es ja, fängt mit Paleface an, nachher natürlich, ja. du hast Artifiction, du hast fucking Whiteout, du hast einfach Sonar so viel... ist auch. Sonar ist Du auch im hast Trash. Sonar, Eben, einfach ja. wirklich so viel, auch qualitativ, gute Aber Bands. hure Es ist geil, wirklich Mann. krass. Eben. Hey, Sorry, Sali, du hast die andere Wurst. Ich wollte nur schnell einen Input Ey, bringen. grüezi. Der Audioingenieur hat das Mikrofon dann falsch. He? Wieso nicht falsch? Wieso nicht falsch? Ist nicht richtig. Du hast es gehabt, Alter. Ich habe cool. Alright, also. Ja, erzähl mal weiter, wie wir uns kennengelernt haben. Ich habe es vergessen nachher. ja eben, ich habe die Nachricht von euch bekommen. Ich könnte dir jetzt nicht mehr auswendig sagen, von wem. Dann hat es geheißen, komm, wir treffen uns doch mal im Ebri. So der Standardschuppen für alle. Dann ist, glaube ich, du bist tätig gewesen. Ja, da der bin ich Mike ist tätig gewesen. Ja, und Team, glaube Der Tim ist ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber es sind Ich 3 glaube Leute schon. von uns tätig gewesen. Ich weiß nicht mehr genau wer. ja. Ich glaube Tim, ich und der Mike, ja. Genau, dann Junge Burschen. irgendwann, also wir sind dann zuerst mal drinnen geguckt, haben das Bier gesoffen, ein bisschen Ja. geschnurrt, voll easy. Ja. Dann sind wir mal raus, haben eine Ziege geraucht. Und irgendwann haben wir dann den Mike mal ein Demo gezeigt von Soul Down the River, ist das, glaube ich, damals. Ja, das war der erste. Unser erster Song ever. Genau, also, höre ich bis heute noch. Ist bis heute in meiner so Playlist. geil, Mann. Wirklich geil. So geil. Und er hat mir das Lied gezeigt und mich gefragt, so, ja Bro, kannst du das spielen? ja, eben. Oh, ich habe einfach mal gefunden, ja voll. Ja, fix, Alter. Also es geht schon. Ja, also schlussendlich, ja, long story short, wir sind eigentlich so verblieben, dass wir einfach in Kontakt bleiben miteinander. Ja, definitiv. Und dann irgendwie, ich glaube eine Woche oder 2 später hat es geheißen, ihr hättet dann den Daniel gefunden. Ja, voll.
was ich persönlich auch voll kann verstehen, weil ich bin fucking 15 war. Also niemand... Das müssen wir auch sagen. Also, wo die Entscheidung kam, ich habe so gedacht, so wie, der Bruder ist 15, ein krasser Drummer, aber ein bisschen zu jung. Und nachher ist eben gerade, also, weißt du, hätten wir niemand gefunden, hätten wir wahrscheinlich auch gesagt. Aber der Dano ist nachher gekommen, von damals, die alte Band von Mike. Er hat gesagt, so, hey, er würde aushelfen. Und das, ich habe mich verbrannt, sorry. Und das ist so gewesen, so wie, hey, es tut mir mega leid, wir haben Dano gefunden und Dano ist bis heute mit uns zusammen in die Band. Ja, Aber, ich sage dir mal, hey, wäre das nicht passiert, wäre der Team nie in Polar Shift als Drummer geändert. Muss ich auch fairerweise sagen, da würde es Polar Shift hätte es gar nie gegeben. Absolut. Muss ich sagen. Und das Lustige ist, wo der Gitarrist, der Gino, der ist eben der Gitarrist von Social Diamonds gewesen, Richtig, wo ja. die ehemalige Band war von unserem Drummer von Whiteout und Dano und von unserem Sänger in Whiteout, der Mike. Die haben alle zusammen gespielt. Es ist am Schluss einfach eine Mischung von allen, die einfach fucking dabei sind. Ich meine, am Schluss Metal-Szene ist einfach eine Incest-Party von allen alten Ja. Fall. Also Jede hat mit jedem gespielt. Also der Gino hat ja auch noch Drums gespielt, ursprünglich für Sink or Swim. Ja. Wo ja der Bassist der Ryan spielt ja auch Bass Sink bei or uns. Swim haben den zweiten Gig von Sink or Swim haben wir sie eingeladen mit Whiteout zum Spielen in der Medbar mit Homewards ist es damals gewesen. Ach schon? Genau, das ist der zweite Gig von Sink or Swim, ich weiss noch. Und da habe ich eben den Mark kennengelernt und ich habe gesagt so, Bruder, du siehst ja so aus, als ob der Brüder von Mike wärst, Alter. Die haben fucking wie Geschwister ausgesehen. Das hat aber etwas, ja. Junge, what the fuck, ich sehe so ähnlich aus. Nein, ganz ehrlich. Aber hey, wenn ihr voll denkt, hey, wer ist Polar Shift, dann könnt doch unsere Reaction in Spotify und YouTube schauen. Wir haben die ganze neue EP Polar Shift reacted mit dem Bella zusammen. Und es ist fucking geil, es ist fucking sick. Und ja man, könnt es mal hören. Es ist hure geil. Und Ja, also eine kleine Side-Note. Also, als ich eure Reaction geschaut habe, ich weiss noch, es ist, ich glaube, nach In Spite of You, also ich glaube, nach dem zweiten Track oder dritten Track auf der EP, der Silvan, der jetzt gerade da hinter der Kamera steht, hat gefunden, dass sei Musik, die Chorus zumindest auf der grossen Bühne würden spielen am Greenfield. Und das ist einfach für mich persönlich ein Punkt, wo ich einfach wirklich recht feuchte Augen bekommen habe. Es würde mich nicht wundern, wenn ich euch nächstes Jahr am Graniche live sehen würde. Und ich freue mich drauf, wenn ich euch live sehe an diesem Konzert. Das wäre hure fucking geil. Ja, würde uns freuen, auf jeden Fall. Definitiv. Ja. Und ich würde sagen, das war es für unser kurzes Flash-Podcast. Da am Graniche. Merci, Tim. Hey, danke dir zum Wohl. Hey, merci, dass ihr dabei sein. Und wir machen nachher weiter. Wir gehen, glaube ich, Landmarks. Nein, wir haben Landmarks schon geschaut. Wir gehen die nächste Band schauen, Beartooth, glaube ich. Beartooth. Ja, voll, ich glaube, Beartooth kommt jetzt. Und es ist geil gewesen. Und wir machen nachher weiter mit dem nächsten Podcast. Vielleicht kommst du nachher weiter. Oder es kommt jemand anderes. Und es ist geil gewesen. Bella, was willst du sagen? Fuck them right in the pussy. Fuck them right in the pussy. Das ist die Message von Bella. Amen to that. Das ist es. Liebe Leute, wir lieben euch. Wir sehen uns wieder. Da ist nochmal der Outro. Ciao zusammen. Peace.